Ja, grüß euch miteinander und einen sakrisch guten Jetzt Kasperl. Leute, Ding. Wir hatten jetzt wieder 4 relativ ausgiebige Reini-Videos und dementsprechend haben wir gedacht, jetzt so heute mal wieder kein Reini. Dafür etwas anderes, was sich auch schon einige von euch unter den Edzardler Kommentaren gewünscht haben, und zwar, na, wo sind wir denn? Wo sind wir? Hier. Ihr wolltet das sehen, hier ich bin einen Monat zu spät dran, ich weiß das, ne? Entschuldigung an ApoRed Nummer 17. Es tut mir leid, ich bin bisher nicht dazu gekommen und heute haben wir den perfekten Tag und er sagt, hier, ich habe Zeit, ich habe Bock. Ich habe nicht so viel, ich hätte noch ein paar andere Videos in der Pipeline, aber das sind so Sachen, wo ich dann frei von der Leber wegreden muss und da brauche ich den Vibe dazu, ne? Ich weiß nicht, ob das, ne, ob das nachvollziehen ist. Ich brauche einfach, ne, ich muss das irgendwie fühlen. Auch so Rant-Videos, so was mich sackerisch narrisch macht und dergleichen. Und fühle ich heute überhaupt nicht. Dementsprechend gehen wir hier in diese Nummer rein. Entschuldigung an ApoRed Nummer 17 von Mimi. Und ja, dementsprechend brauche ich nicht mehr sagen, außer hockt's euch her, Sammermeere. Reißt euch eine Häube auf. Mir, der einer in, nicht ganz, Rainer. Ding. Es fängt an. Fangen wir mal von vorne an. Braun gebrannt, Jordans an, Wortgewalt und du ähnelst dem Glöckner von Notre Dame. Ja, fangen wir mal von vorne an. Warum ist das auf einmal so laut? Ich hatte das in der Mitte irgendwie eingepegelt oben und jetzt ist es viel lauter. Aber ja, was für ein Bomben-Rhyme, Alter. Du bist ja da richtig der King. Und dafür brauchst du die ganzen anderen Dullis im Hintergrund, die da einfach nur schauen, wie bestellt und nicht abgeholt. Wofür genau? Kontostand komplett blank, Kommissar abführen, der muss ja noch paar Steuern zahlen. Und da sind wir doch direkt wieder Nice Nummer, Mimi. Nice Nummer. im Thema, Leute. Im letzten Video habe ich ja den sogenannten Puma Tree eröffnet, wo ich angefangen habe aufzuschlüsseln, womit ApoRed sein Geld verdient hat. Teilweise auch wie viel Geld das war, um der häufig gestellten Frage näher zu kommen, wie er sich die letzten Jahre überhaupt über Wasser hält. Im Prinzip. Ah, ja, richtig. Mimi. What the hell? Ich erinnere mich, ist ja jetzt auch schon wieder ein bisschen, her. Das war aber der derbste Cliffhanger hier aus der Hölle mit Bienen im Mund. Auf jeden Fall will ich wissen, womit der hier die Barne verdient, weil ich kann mir ja nicht vorstellen, dass hier in Dubi das Leben so easy ist, ne? Dass man da, wenn man notorisch pleite ist, nice abhängen kann. Und keine Ahnung, ich weiß nicht, ob jemand wie ApoRed tatsächlich richtige, echte Freunde hat. Weil die Leute, mit denen der da abhängt, das ist doch auch alles irgendwie eine Zweckgemeinschaft, oder? Glaubt ihr, dass so richtige hauptberufliche Scammer, dass die wirkliche Freundschaften pflegen können? Oder dass die auch nur abhängen mit Leuten, die bei ihnen wiederum nur schauen, was ist da zu holen, und in dem Moment, in dem nichts mehr zu holen ist, werden die halt gedroppt, Alter. Puma-Dreieck, Dubi, Isti und Zypi. Zu dem Puma-Tree gehören aber nicht nur ApoReds Werbekooperationen, Firmen oder sonstige Geschäfte, die Sondern Scam! Jede Menge Scam. Ich glaube, die Hauptsäule, auf der hier diese ganze Prinz Puma Business Idee aufgebaut ist Scam, oder? Ich glaube, Werbekorps und Placements, die können dann shady sein, ne? Aber hier, ich glaube, viel ist schon auch so, yo, gönn dir beim Coaching, ne? Aufgrund von imaginärer Rechnung, die ich jetzt einblende, ist dieses Coaching meiner Aussage nach, trust me bro, easy 7K wert. Aber wenn du 7K hättest, bräuchtest du ja kein Coaching. Deswegen haben wir gesagt, machen wir 4K. Und wenn du jetzt hier den Code eingibst, dann sind es nur noch 2K.
Und weil ich noch so ein netter Dude bin, schenke ich dir noch 200 Euro und dann kriegst du das, wenn du in den nächsten 5 Minuten buchst, für den absoluten Schnapperpreis von 1800 Euro. Ist das was? Und es gibt Vollidioten, die sich dann denken, Digga, 1800 Euro für ein 7000 Euro Coaching hier vom aller geilsten Apo-Dulli. Let's fuck go. Das machen wir. Da butter ich jetzt rein. Wo ist mein PayPal-Passwort? Und diesen Leuten, denen gehört das auch nicht anders. Ne? Wie man so komplett bescheuert sein kann. Aber ich kann mir auch beim besten Willen, ich kann mir sehr gut vorstellen, welche Dudes das sind. Er geht in Großstadt XY und setzt euch irgendwie in die U-Bahn, in die S-Bahn, in die Tram, in den Bus, tut mal die Kopfhörer runter und lauscht mal den Leuten irgendwo zwischen 18 und 28, die da abhängen, bei ihren tiefgreifenden Gesprächen. Wenn ihr danach noch einen Lebenswillen habt, wisst ihr, warum diese Scam-Nummern hier mitkommen in die Gruppe und hier gönnt ihr mein Coaching und diese Scheiße und warum solche Leute wie ApoRed überhaupt Kohle haben und nicht irgendwie jedes Mal, wenn die vor die Tür gehen, schon seit 20 Jahren direkt vom Erstbesten sofort eine gewaffelt kriegen. Ja Geld bringen sollen, sondern natürlich auch Mittel und Wege, um Geld zu sparen. Je weniger Ausgaben, desto weniger Einnahmen benötigt er ja, um seine Flucht fortzuführen. Das sind die sogenannten Prinz Puma Sparmaßnahmen. Stopp! Für ihn machen wir das natürlich aus Respekt halal. Okay. Okay, ja, aber Prinz Puma Sparmaßnahmen ist ja schon mal, ne, also scheint ja schon mal obdachlos zu sein, nehme ich mal an. Also Unterkunftsgeld ist. Gehen wir mal das Ganze schnell durch. Als erstes darf man nicht vergessen, dass ApoRed auch ohne Geld einfach mit Instagram Story bezahlen kann, was er ja bereits schon für Essen und Friseurbesuche gemacht hat. Er kann ebenfalls auch ohne Geld einfach die Sachen von anderen bezahlen. Wie mit Instagram Story bezahlen, habe ich nie mitgekriegt. War das in einem der Videos, die ich reacted habe, oder war das in einem der Videos davor? Ich weiß, die Kommentare kommen jetzt. Kasper, du bist ja der allerdämlichste Kasper, dann reacte halt endlich, wie wir es hier seit einem Jahr sagen, die anderen ApoRed Mimi-Videos und ja, werde ich machen. Ich verspreche es euch, kommt immer mal wieder. Werde ich mir gönnen. Ihr wollt das, ihr kriegt das. Dann machen wir das so. Zahlen lassen, wie er es auch schon beim Essen gemacht hat. Um Frauen zu klären, besucht er nur Clubs mit kostenlosen Eintritt, wo er nichts zu trinken bestellt. Und ja, oder er lässt sich halt da irgendwie den Eintritt von irgendwelchen Dullis auf der Straße ne? Gönnen. Man muss auch können. überhaupt erst zu so einem Club zu kommen, stellt er sich nachweislich auf den türkischen Influencer Straßenstrich, um attraktive deutsche Männer wie Thomas zu einer Taxifahrt zu überreden. In dem Oh, bitte, okay, wenn das auf dem Niveau weitergeht, also wenn es so schon anfängt, hier in den ersten 2 Minuten, wenn es auf dem Niveau weitergeht, dann freue ich mich. Let's go, schieß raus, Mimi. Fall konnte er dann zufällig am Ende der Fahrt nicht mit seiner Karte zahlen. Thomas musste das Geld auslegen und hat das auch nie zurückbekommen. ApoRed verarscht einfach Leute, die er eh nie wiedersehen wird, wie zum Beispiel auch Cham, welcher das Geld für ein gemeinsames Airbnb vorgestreckt hat und den Anteil von ApoRed seit mittlerweile 2 Jahren und 2 Monaten nicht zurückbekommen hat. ApoRed, der allerechte Multimillionär, habe ich kennengelernt. Ich war mit ihm gemeinsam in Istanbul, habe eine Airbnb gebucht. Diese Airbnb habe ich bezahlt. Er meinte, er wird mir das Geld geben, weil er gerade nicht über Internet bezahlen kann, dies, das, bla bla bla. Warum auch immer, weil wenn man ja so ein Multimillionär ist, sollte das ja eigentlich gar kein Problem sein, aber es war ein Problem für ihn und er konnte mir das Geld bis heute nicht. Ich glaube, dass das halt wirklich, es gibt so Leute, Reini ist ja auch so ein notorischer Lügner, die können gar nicht anders. Ich glaube, der Typ ist wirklich sein ganzes Leben lang einfach damit durchgekommen. Der hat sich überall immer durchgemogelt. Hat die Leute immer beschissen, immer belogen, ist immer damit durchgekommen. Sind wir ehrlich, ne? Er hat ja auch Charisma, wenn er sonst schon keine positiven Eigenschaften hat. Aber charismatisch ist er ja. Und das reicht halt bei vielen Leuten, dass sie so jemandem vertrauen. Ja? Da kommt er, ja, Brudi, ich bin der Allerechteste, bla bla bla, dies, das,
hier Hase, die ganzen Worte, ballert die Leute einfach komplett mit seinem verbalen Dünnschiss zu und dann glauben die dem das. Dann kommt hier noch so dieses Lausbubenhafte dazu und dann, ja, komm, ja, der ist schon nicht so verkehrt, so dann zahle ich dem halt jetzt mal hier dieses Airbnb und danach stehst du da mit dem roten Schwanz in der Hand und schaust recht blöd aus der Wäsche. bezahlen. Und ich will nicht wissen, wie viele Leute du verarscht hast in deinem Werdegang, wie viele Leute du irgendwas vorgespielt hast, weil ich habe in dieser Woche gesehen, was für einen Charakter du hast und wirklich zu den Top 3 schlimmsten Influencern, die ich je kennengelernt habe, gehört auf jeden Fall auch ApoRed in die Top 3 direkt rein. Also das ist quasi auch eine Form von Geld sparen. Es sollen einfach andere für den Schmarotzer blechen. Dabei ist auch egal, ob die... Ja, das nennt man das Rainer Winkler-Prinzip, ne? Warum soll jetzt ich für Sachen bezahlen, wenn das auch andere für mich machen können? Hat ApoRed eine Amazon-Wishlist? Ah, die wird schwierig mit nach Dubai und weil er immer zwischen Dubai, Zypern und Istanbul hin und her chattet war. Aber ansonsten easy, ne? selber knapp bei Kasse sind, ApoRed ist ein gewissenloser Parasit. Und selbst wenn er mal eine Unterkunft zahlt, dann ja auch nur einen kleinen Bruchteil, wenn er immer eine Zweck-WG mit 10 Leuten aufmacht. Und theoretisch kann er ja auch damit Instagram-Stories bezahlen. Das ist auch so räudig einfach und so lächerlich, dass sich die Leute dann da irgendwelche Buden anmieten, zu 10 oder sowas, und dann verpissen sich 9 davon und dann darf einer schnell irgendwie 10 Minuten seine Insta-Story drehen und so tun, als hätte er sich das alles alleine erarbeitet, wäre es seine Wohnung, und dann ist der nächste Dulli dran und da geht es einmal in eine Reihe um. Ja? Realität ist, ApoRed wird wahrscheinlich immer einen Friseur, Restaurant oder Immobilienbesitzer finden, der sich von der Größe der Community blenden lässt. Er hat ja sehr viele Follower und die haben auch quasi alle ein deutlich höheres monatliches Einkommen als er selber, aber mit den 10 Euro Taschengeld pro Monat kommen die ja trotzdem nicht weit in Dubai. Und ehe die Firmen merken, dass die gar nichts von den Instagram-Stories haben, hat Prinz Puma schon den nächsten Wirt gefunden, den er melken kann. Zweimal abgepumpt. Abgesehen davon spart er auch Geld, indem er Dienstleistungen beansprucht, die er dann einfach nicht bezahlt. Darauf werde ich aber zu einem späteren Zeitpunkt noch genauer eingehen. Ich will Oh, da bin ich richtig gespannt drauf. Da bin ich richtig gespannt drauf. hier nur von Anfang an deutlich machen, dass ApoReds Flucht ins Prinz Puma Dreieck nur dadurch so gut funktioniert, weil er das auf Kosten von anderen macht. Und nicht zuletzt kommt auch noch dazu, dass er quasi keine Steuern zahlt, obwohl er da immer was anderes behauptet hat. Und jetzt passt gut auf, gleich wird's sehr interessant. Ey, keine Steuern zahlen, das ist bei diesen notorischen Lügnern und Narzissten irgendwie. Das ist so ein Ding, oder? Das ist so ein Ding, das ist so Grundvoraussetzung. Kein Bock auf Steuern bezahlen, das glaube ich so ein, ne? Musst du nachweisen können, bevor du deine Mitgliedskarte für den Club hier, der räudigen Grattler-Influencer kriegst. Wild. Das ist wieder komplett verrückt. Und es ist wie Reini. Es sind halt 10 IQ-Punkte und ein bisschen eine ansprechendere Außenhülle, die da den Unterschied machen. Der Rest, der Charakter, ist alles dieselbe Scheiße. ApoRed behauptet, seine Steuern immer schnell und korrekt gemacht zu haben. Guck mal, jetzt pass mal Hast du auf. Steuer? Nee, Steuern bin ich eigentlich immer fliegen. Das mit Steuern mache ich immer sauber. So. Aber gleichzeitig sagt er, dass er nur bis 2018 Steuern gezahlt hat, weil er so ein Fuchs ist. Sowieso kaum Steuern gezahlt, weil ich schon. Seit wann zahle ich keine Steuern in Deutschland? Seit 2018 schon nicht mehr, Digga. Da packe ich einmal mein bares Geld auf den Tisch, weil ich so smart war und nicht wie die ganzen Goofies da 10 Jahre Steuern gezahlt habe. Ich habe nur bis 2018 Steuern gezahlt, weil ich einfach ein Fuchs bin. Und Ja, ein richtiger Fuchs, Digga. Im Übrigen, ich bin also rein von dem Prinzip Steuern sehr überzeugt. Ich bin der Meinung, dass man gründet eine Gesellschaft, egal wie groß die jetzt ist, ne? Ob es jetzt hier 10 Leute, 10.000, 10 Millionen oder 100 Millionen sind. Und man tut sich da zusammen, sagt, hey, wir ziehen jetzt alle an einem Strang, dann geht es allen von uns besser. Und jeder, ne, im Bereich seiner bescheidenen Möglichkeiten, die viel haben, geben mehr rein, und die wenig haben, geben weniger rein. Und wir schmeißen alle so und so Prozentsatz rein in den Topf. Und wenn hier irgendeine Scheiße los ist, dann nehmen wir das Geld und machen daraus was. Ne? Das ist jetzt sehr, sehr, sehr vereinfacht. Ne? Ist ja das Prinzip von Steuern. Ne? Dann schauen wir dann, weil
wäre jetzt auch scheiße, wenn jeder seine eigene Straße, seine eigene Eisenbahn bauen müsste, ne? Sein eigenes Telefonkabel verlegen, seine eigene Kläranlage basteln. Machen wir alles nicht. Das wird alles zusammengeschmissen. Wir nehmen ein paar kluge Leute im Idealfall, die das verwalten. Und dann läuft der Puff. Aber da bin ich grundsätzlich ein sehr großer Fan davon. Das Problem ist, dass mit der Zeit solche Systeme dann halt scheiße werden. Das ist halt, ne, naja, wenn dann die Leute mit dem ihnen anvertrauten Steuergeld irgendwelche Schindluder treiben und das in irgendwelchen Leuten in den Hintern pusten, nur weil sie bei denen danach einen gut bezahlten Job in der Wirtschaft kriegen, ist halt nicht so geil. Habt ihr natürlich sehr viel Cash an der Seite. Aber was ist denn... Oder wenn sich irgendwelche Leute denken, ja, ballern wir mal hier ein paar 100.000 raus, ist ja nichts, ist ja nur Steuergeld. Und dann wird wieder ein Kreisverkehr irgendwo auf den Acker gestellt, wo niemals eine Straße hinführen wird oder sowas, ne? eigentlich die Wahrheit? Nun ja, schauen wir mal in das Video. Die Wahrheit. Die komplette Wahrheit. It's true. Die komplette Wahrheit, Red Flags und Alarmglocken sollten jetzt hier, eigentlich müsste ich so ein Ding machen, so, ne? Red Flags und Alarmglocken, die jetzt hier überall leuchten müssten. Ja, komm. Die Wahrheit, kein Frank, wenn man das dazu schreiben muss, Digga. It's very true. In dem Video hat sich ApoRed durch seine grenzenlose Blödheit wieder komplett selber hops genommen, ohne es zu merken. Aber dazu bin ich ja jetzt da. Grundsätzlich, Freunde, grundsätzlich allgemein. Guck mal, INSI-Modus wurde nie abgestritten. Der INSI-Modus, der ist ja wirklich real. Und warum der INSI-Modus auch nicht weggegangen ist ganz einfach. Und das werde ich... Das liegt wahrscheinlich daran, dass du Pulver nicht hast, ha? Daran, ja, würde ich jetzt aber annehmen. Der INSI-Modus ist halt immer noch am Stissel, weil die Schulden nicht abbezahlt sind. Jetzt hier zeigen. Und zwar habe ich jetzt hier so eine Gläubigerliste und da ist jetzt ein Betrag vom Finanzamt. Finanzamt will 1,7 Millionen. Also er sagt, dass das Finanzamt ca. 1... Ja. Das passt im Übrigen zur Aussage von dem vorhin, dass es seit 2018 in Deutschland keine Steuern mehr bezahlt hat. Passt das ganz gut zusammen. Ich glaube, bei dem ist ganz gut gelaufen. Warum auch immer. Der Typ ist für mich ein vollkommenes Enigma, warum so jemand in Deutschland prominent und reich geworden ist. Aber ey, ne? Aber wenn das Finanzamt noch 1,6 Millionen Euro von dir will, ne? Großzügig gerechnet, heißt es ja, dass du mehr oder weniger mindestens das Doppelte schon mal verdient haben musst. Also das heißt, es sind erst einmal brutto sind schon 3,2 Millionen Euro bei dir reingekommen. Egal jetzt über welchen Zeitraum das Finanzamt das haben will, aber das ist reingekommen. Digga. Sollten bei mir innerhalb, und das muss ja in einem relativ kurzen Zeitraum passiert sein, innerhalb von wenigen Jahren 3,2 Millionen Euro reinspülen, dann mache ich so schnell wie möglich diese Steuererklärung, damit das weg ist, was ich dem Staat schuldig bin. Staat, ist es das jetzt? Kriege ich das schriftlich? Die Steuern dafür bezahlt für die 3,2 Mille? Nee, ist bezahlt. Passt, Herr Kasper. Und von den verbleibenden 1,6 mache ich mir einen Lenz, Digga. Es ist Feierabend. Da versuche ich niemanden zu scammen oder sonst irgendwas, sondern freue ich mich, dass ich überdurchschnittlich vermögend bin und lass mich am Arsch lecken. Aber hier, ne, der Allerechteste hat halt wahrscheinlich gedacht, hier, oh geil, Digga, Pulver am Start, raus beim Fenster. Und dann kam irgendwann, wie Steuern zahlen. 1,7 Millionen Euro von ihm haben will. Er sagt aber gleich dazu, dass das ja nicht irgendwelche Steuern der letzten Jahre sind, sondern das Finanzamt hat eine Betriebsprüfung gemacht. Diese 1,7 Millionen, sind das nicht irgendwie Steuern vom letzten Jahr und etc.? Das Finanzamt hat einfach eine Prüfung gemacht. Das heißt, die kommen mit der Lupe und schauen sich den Hasen genauer an. Ja, und dann haben die festgestellt, der Hase, ja, der hier mümmelnd in der Ecke sitzt, hat keine Steuern bezahlt. Und dann sagen die, Hase, du hast hier noch Steuern für ein Einkommen von 3,2 Millionen offen. Die hätte dann gerne so die Kohle. Ganz sneaky-miki und versuchen nochmal alles rauszuholen, was geht. Na? Sagen, ich glaube, da ist was nicht korrekt, da ist was nicht korrekt. Ihr müsst Ja,
weil du das ja offensichtlich dann nicht korrekt angegeben hast. Ihr müsst euch vorstellen, in dieser Prüfung, da steht schwarz auf weiß, ich werde das hier einblenden, da stehen radikale Sachen wie zum Beispiel, ja, wir gehen davon aus, dass du in den Jahren 2015, 16 und 17 nochmal mit Instagram 32.000 Euro oder so Pi mal Daumen im Monat extra gemacht hast, die du dann halt nicht in die Buchhaltung eingeführt hast. So schön, wie er es eingeblendet hat, ne? Aber ja, wie gesagt, denn die sind ja auch nicht blöd. Und die können ja auf deiner Instagram-Page, können die ja nachverfolgen, hier hat er ein Placement mit der und der Firma, hier hat er ein Placement mit der und der Firma. Und es gibt ja gängige Summen, die da fließen. Ne? Also das ist ja, es gibt ja gängige Summen, dass man sagt, hier ab der und der Reichweite, die schauen sich ja dann hier im Hintergrund auch den Algorithmus an. Ich frage mich nicht genau, wie das läuft, aber du kannst dann sehen, wie viel Interaktion mit Publikum ist die positiv, negativ, dies, das, Ananas. Und danach kannst du mehr oder weniger nach einer Tabelle ablesen, was der plus minus ein paar Mark für dieses Placement gekriegt hat. Ne? Welche Reichweite, bla bla bla. Und dann brauchst du nur einen Taschenrechner und musst das Pluszeichen da drauf finden. Naja, hier die und die Firma, das und das, vermutlich so, sagen wir mal, 5.000 bis 15.000 Euro, nehmen wir 10.000, ist der Mittelwert, batsch, und weiter und weiter und weiter. Und da rechnest du es einfach zusammen. Und dann kommst du am Ende drauf, dass der Hase wahrscheinlich tierisch abgecasht hat für irgendwelche Placements und das zufällig halt vergessen hat, dem Finanzamt zu melden. Kurz zur Erklärung, das Finanzamt gibt bei einer Betriebsprüfung Schätzungen ab, wenn zum Beispiel Belege fehlen, die Buchhaltung unvollständig ist oder Zahlen unschlüssig aussehen. Irgendwas davon war scheinbar bei ApoRed der Fall. Ach, und übrigens, der Begriff Wirtschaftsprüfung, den er da einblendet, ist was komplett anderes. Das macht nicht das Finanzamt, sondern ein Wirtschaftsprüfer, aber egal. Das Finanzamt macht Betriebsprüfungen bzw. Steuerprüfungen und die haben bei ApoRed eben Schätzungen abgegeben, die er teilweise einblendet. In dem Dokument sieht man auch genau diese verrückten Schätzungen. Zum Beispiel steht hier, dass ich an 2 Gangtouren teilgenommen habe und jeweils 60.000 bekommen habe. Wobei ich nur an einer mitgemacht habe. Da steht auch, dass ich durch YouTube jedes Jahr ungefähr 160.000 gemacht habe, also 2015, 16 und 17. Durch Instagram habe ich angeblich fast 220.000 pro Jahr gemacht, was verrückt ist und sehr realitätsfern. Dazu gibt es noch pro Jahr einen Unsicherheitszustand. Nee, das ist nicht verrückt und sehr realitätsfern. Wie gesagt, wir haben vor kurzem erst darüber gesprochen, was war das, Ende letzten Jahres, hier Papa Platte mit seinem Cutter da. Dass es da um Summen ging, ne? Wo von dem Drittkanal, wo der die Reactions von Twitch nochmal hochlädt, der 20% hätte kriegen sollen und dass das irgendwie schon 10.000, 15.000 Euro im Monat waren. Also was da an Gelder fließen, auch für so Kooperationen und dergleichen Werbedeals, das ist absolut nicht utopisch. Ne? Diese Leute verdienen eine Schweinekohle. Oder worüber ich mich letztes Jahr auch drüber aufgeregt habe, hier Simon Kretschmer, ne? Ehemals Rocket Beans, der da auch gesagt hat, ja, oh Digga, jetzt habe ich hier wieder 500.000, muss ich wieder Steuern bezahlen. Auch das bedeutet, ne, wenn er für dieses Jahr 500.000 Steuern bezahlen muss, dann hat er höchstwahrscheinlich deutlich über 1 Million eingenommen in dem Jahr. Und der ist jetzt zwar bekannt, aber es ist auch nicht so der krasse, extrem High-Profile-Influencer, hätte ich jetzt mal gesagt. Also, natürlich, die Schätzungen sind ziemlich realistisch, hätte ich gesagt gehabt. Also diese ganze Schätzung, absolut unlogisch. Witzig ist hier, dass er sagt, dass das Finanzamt schätzt, dass er mit YouTube ca. 160.000 Euro pro Und jetzt hat er irgendwo selber damit geflext, dass viel mehr ist, ne? 200.000, 300.000 Euro. Jahr verdient hat. Eingeblendet sieht man aber 156.000 als Hinzuschätzungsbeträge. Also das, was das Finanzamt denkt, was unterschlagen wurde. Das, was ApoRed zusätzlich verdient haben soll, ohne es dem Finanzamt mitzuteilen. Das Finanzamt erläutert die Schätzung wie folgt. Es wurden 2 Videos pro Woche hochgeladen. Durchschnittlich sollen die 750.000 Views erreicht haben und pro 1.000 Aufrufen schätzen die, dass ApoRed 2 Euro verdient hat. Aber das ist, glaube ich, sehr konservativ geschätzt, oder? Jemand mit der Reichweite, mit der Interaktion, ihr müsst eigentlich mehr wie 2 Euro pro 1.000 Aufrufe verdienen, oder? Ich habe hier neulich Sinans Woche gesehen. Der hat gemeint, er macht irgendwie 6 Euro für 1.000 Aufrufe.
Und der ist jetzt auch bei schon ein paar 100.000, oder? Ist der schon bei über 100.000? Weiß nicht, auf jeden Fall größerer Ding, ne? Das ist natürlich eine komplette Milchmädchenrechnung und im letzten Video konnte ich ja schon zeigen, dass er deutlich weniger als das verdient hat. Aber worauf ich hier eigentlich hinaus will ist, sie kommen mit ihrer Rechnung auf Weniger? Echt? durchschnittlich 156.000 Euro YouTube-Einnahmen pro Jahr. Das ist exakt der Hinzuschätzungsbetrag. Leute, klickt es bei euch gerade. Das heißt im Klartext, ApoRed hat dem Finanzamt seine YouTube-Einnahmen Gar nicht gemeldet. komplett verheimlicht. Er hat so getan, als ob er noch nie was mit YouTube verdient hat. Hätte er zum Beispiel angegeben, dass er 10.000 Euro YouTube-Einnahmen pro Jahr hätte, dann wäre der Hinzuschätzungsbetrag ja nicht 156.000, sondern 146.000. Der Hinzuschätzungsbetrag ist ja die Differenz zwischen dem, was er mit den Videos schätzungsweise verdient hat und dem, was er in seiner Steuererklärung angegeben hat. Wenn die geschätzten Gesamteinnahmen aber exakt genauso groß sind wie die unterschlagenen Einnahmen, dann hat ApoRed ja die Einnahmen von allen YouTube-Videos unterschlagen. Also komplett unabhängig davon, ob die Schätzungen vom Finanzamt laut ApoRed absolut unlogisch sind, hat er hier ohne es zu merken selber bewiesen, dass er in 2015, 16 und 17 schon Steuern hinterzogen hat. Aber nicht nur das, Leute. Das ist auch wild. Was glaubt der, dass da bei ihm irgendwie fast 160.000 im Jahr an Barne da aufs Konto gespült werden und das fällt keinem auf? Leute, hört ihr das? Hier kommt gerade ein Fax rein. So viel Zeit muss sein. So, was haben wir denn hier? Bitte was zum Amtsgericht Hamburg? Nein! Oh Gott. Abgestempelt vom Landeskriminalamt? Tatütata das LKA? Leute, haltet euch fest, ApoRed hat nicht nur einen Haftbefehl wegen des Bombenpranks, Sondern wegen Steuerhinterziehung. sondern auch wegen des Verdachts der Steuerhinterziehung durch 15 Straftaten. Auf gut Deutsch gesagt, er hat die Finanzbehörden wohl scammen wollen, dadurch, dass er Sachen komplett verheimlicht hat bzw. falsch dargestellt hat. Und das teilweise in einem großen Ausmaß. Ja, ich meine, über 3 Jahre hinweg, jedes Jahr 156.000. Ja, große Ausmaß, ne? Hätte ich auch gesagt gehabt. Er hat einfach in dem Zeitraum nach 2017 gar keine Steuererklärungen mehr abgegeben. Ja, damit hat er geflext hier in Dubai. Ja? Weder eine Einkommenssteuererklärung, noch eine Gewerbesteuererklärung oder Umsatzsteuererklärung. Als Selbstständiger ist es aber seine absolute Pflicht. Für Angestellte oder Studenten übrigens nicht. Es lohnt sich aber trotzdem zu machen. Im Durchschnitt bekommt jeder Deutsche dadurch 1.172 Euro zurück. Jetzt fragst du dich, wie? Naja, du musst nur die Steuererklärung beim Finanzamt abgeben. Ist nicht dein Ernst. Ey, guck mal, Chat. Er sagt Steuererklärung zu Finanzamt. Ja, nee. Woher soll ich wissen, wie das geht? Du Peach, den Billy. Ich weiß nicht mal, wie Reis produziert wird. Man lernt nicht mal das in der Schule. Was juckt mich Steuererklärung? Ja, deshalb gibt's hier die Lösung. Ja, wir sind jetzt hier wieder im Werbing. Eine Sekunde. Ja, also Werbung für Taxfix. Ich verlinke euch hier Mimi wie immer unterm Video. Dann schaut da bei dem rein, schaut danach, was der da beworben hat. Wenn ihr da Bock drauf habt, dann gönnt euch. Gut, aber was bedeutet jetzt eigentlich der Haftbefehl für ApoRed? Erstmal steht eine Untersuchungshaft an, weil Fluchtgefahr besteht. Das Ja, gemeint, obviously. Hier steht da Fluchtgefahr, bei dem der bereits geflohen ist. Amtsgericht führt hier aus, dass ApoRed zwar eine deutsche Meldeadresse und dort eine Ehefrau und 2 kleine Kinder hat, aber das scheint ihn nicht davon abgehalten zu haben, vor der Justiz zu flüchten, wie man ja die letzten Jahre sehen konnte. Dazu kommt noch, dass der hinterzogene Betrag auf ca. 1 Million Euro geschätzt wird. Ich will hier aber nochmal festhalten, das ist eine Schätzung. In der Realität kann es am Ende auch mehr oder weniger sein. Und nicht jede Untersuchungshaft führt zu einer Verurteilung, wobei hier schon sehr, sehr viel dafür spricht, wie ich im weiteren Verlauf des Videos auch zeigen werde. Jedenfalls liegt nach Einschätzung des Amtsgerichts bei 4 von den 15 Steuerhinterziehungsfällen eine besonders schwerwiegende Tat vor, wofür es im Falle einer Verurteilung eine Mindesthaftstrafe von 6 Monate gäbe. Die Höchstdauer der Freiheitsstrafe ist je nach Schweregrad pro Fall 5 Jahre, beziehungsweise bei einem besonders schweren Fall 10 Jahre. In Summe ergibt sich für alle Fälle zusammen aber eine mögliche Gesamtdauer von höchstens 15 Jahre Knast. Aber unabhängig davon, wie hoch die Strafe 15 Jahre Knast ist schon eher unsportlich, ne? Wenn man das vermeiden kann. am Ende ist, hat ApoRed ja schon selber in der Vergangenheit gezeigt, dass er selbst bei 7 Monaten Freiheitsstrafe so lange im Ausland bleiben will, bis das Ganze verjährt ist. Es stimmt, Freunde. Ich habe den Fluchthasen aktiviert. Ich gehe aus Prinzip als super stolzer Mensch mit Prinzipien niemals im Leben, Freunde, niemals im Leben, nur über meine Leiche gehe ich zu Unrecht in den Knast. Ob es nur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Monate, 1 Jahr, was auch immer. Also komplett richtig. Ja, das will ich sehen, ne? Also wenn, keine Ahnung,
nächste Woche auf einmal heißt hier Dubi macht Auslieferung nach Germany, dann würde ich sehen. Ja. Wichtig, hier von einer Fluchtgefahr auszugehen. Apropos Verjährung. Steuerhinterziehung kann auch verjähren. Yeah! Jede Einzeltat, bei der es einen Steuerschaden von über 50.000 Euro gibt, gilt als besonders schwere Steuerhinterziehung und verjährt nach 15 Jahren. Alles darunter verjährt in 5 Jahren. Sollte sich das hier am Ende mit den schweren Fällen bestätigen, bewegen wir uns irgendwo in Richtung 2034. Also ApoRed wird da auf jeden Fall über 40 sein. Das Worst-Case-Szenario für ApoRed wäre allerdings, wenn es mehrfach zu einer Unterbrechung der Verjährung kommt. Ich will euch jetzt nicht langweilen und auf jeden einzelnen Punkt eingehen, wo genau das passiert. Ich fasse es für euch einfach mal professionell zusammen. Bei fast jedem Scheiß wird die Verjährung unterbrochen und beginnt wieder von vorne. In der Gesamtlänge geht es aber maximal so lang wie das 2,5-fache der gesetzlichen Verjährungsfrist. Also in dem Fall zum Beispiel 15 mal 2,5, also 37,5 Jahre. Beziehungsweise wir sind dann im Jahr 2063, wenn er 69 geworden ist. Im Falle einer Verurteilung wird er wahrscheinlich nicht mit einer Bewährung davonkommen, weil seine Sozialprognose so dermaßen schlecht ist. Er ist mehrfach vorbestraft, hat bisherige Bewährungsauflagen auch nie erfüllt und auch wenn die Bewährung... Ja, aber das, ne, wirst du ja von Reini, dass das nichts zu bedeuten hat, wenn du auf die Bewährungsauflagen scheißt, kannst du trotzdem nochmal Bewährung bekommen. Zweimal verlängert wurde, um ihm immer wieder eine neue Chance zu geben, hat er trotzdem immer wieder neue Straftaten in der Zeit begangen, weswegen ja auch seine letzte Bewährung absolut zu Recht widerrufen wurde. Damit wurde er zu einem sogenannten Bewährungsversager. Grüße gehen raus an den Bewährungsversager. Das ist auch ein sehr edler Club, der Bewährungsversager. Ja. Dafür dann den ersten Haftbefehl bekommen, vor dem er dann aber wiederum geflohen ist. Also wenn der hier nochmal Bewährung bekäme, wäre das in meinen Augen schon eine sehr, sehr abenteuerliche Gerichtsentscheidung. Aber das ist alles zu... Verhandlung muss lediglich in Nürnberg stattfinden. Dann ist das überhaupt gar kein Problem, nicht? Zukunftsmusik. Interessanter ist eigentlich, wie sich ApoRed das mit den Steuern so vorgestellt hat. Und jetzt zum Thema Steuern sage ich eine Sache. Ich zahle seit 5 Jahren keine Steuern mehr in Deutschland. Ich bin schon längst raus aus dem deutschen Steuergame. Schon längst. Meine Einnahmen laufen schon seit Jahren Weiß das deutsche Steuergame das auch? über Malta und jetzt über Dubai, deswegen gar kein Stress. Ah, Malta und später Dubai. Interessant, interessant. Gibt's dafür irgendwelche Bedingungen? Das ist auch der Grund, warum ich seit ein paar Jahren auch nicht länger als 6 Monate in Deutschland chillen darf. Weil wenn ich mehr als 6 Monate in Deutschland chille, habe ich automatisch deutsche Steuerrechte. Ich lebe in Easty, ich lebe jetzt auch aktuell in Dubai. Ich bin auch demnächst in Dubai, wird da wahrscheinlich 5... Diese der brunstdämlichen Verniedlichungen. Easty und Dubi, Digga. Halt dein Maul. 6 Monate bleiben und wenn ich Bock habe, gehe ich mal nach Deutschland, ob es jetzt Hamburg, Nach Deutschi, Digga. Berlin oder Düsseldorf, was auch immer ist. Das heißt, ich lebe an 3 Standorten. Düssi. Lustig auch im Nachhinein Hör schon auf. zu sehen, wie er hier so tut, als ob er easy nach Deutschland kommen könnte und er freiwillig im Ausland wäre. Er ist damals scheinbar davon ausgegangen, dass keiner was von dem ersten Haftbefehl mitbekommen wird, was ja der eigentliche Grund ist, warum er überhaupt im Ausland ist. Sag mal, warum ist sie eigentlich flüchtet aus Deutschland? Warum ist da Bayern aus Deutschland ausgeschlossen bei dieser Deutschlandkarte? Kann das so einer erzählen? Und sich nicht mehr nach Deutschland traut. Also bei so einem Videotitel schon sehr gewagt, wieder was vorzulügen. Und ich bin ein Hund, wenn ich lüge. Aber zurück zum eigentlichen Thema, dass er seit 2018 alles über Malta und später über Dubai laufen lassen hat. Das ist Malti, meinst du, glaube Da ich. muss man sich fragen, kann das denn überhaupt stimmen, ApoRed? Ja, stellen wir das doch einfach mal auf die Probe. Okay, also das Ganze fällt ja schon mal genau in den Zeitraum der Bewährungszeit nach der Bombenprank-Verurteilung. In einer Bewährungszeit ist es zwar an für sich möglich auszuwandern, aber auf jeden Fall mit noch mehr Behördenaufwand verbunden. Und gerade für einen ApoRed, der ja sowieso komplett unfähig ist, Briefe zu öffnen, Termine einzuhalten oder Sachen zu organisieren, ist so ein Bürokratieaufwand sowieso nicht zu bewerkstelligen. Aber vielleicht täusche ich mich ja und er ist ausgewandert. Ausgewandert in seiner produktivsten YouTube-Phase. Sein mittlerweile gelöschter erster Red Summer-Kanal wurde laut Wikipedia von November 2017 bis November 2019 bespielt. Laut ApoRed gab es da ca. 600 Videos und 100 bis 200 Livestreams. Du lösch noch mal deinen YouTube-Kanal, den du mal 2 Jahre aufgebaut hast. Du hast 2 Jahre lang 600 Videos produziert. 600 Videos, vielleicht 100, 200 Livestreams. Ist schon komisch, dass alle Videos und Livestreams, die man noch finden kann, irgendwie alle aus seinem Gamingzimmer in Hamburg sind. Neben seinem Fortnite-Kanal gab es natürlich auch noch seinen Red Sun Reaction-Kanal, wo er Mitte 2019 bis Mitte 2021 irgendwie auch immer nur in
in Deutschland war. Und by the way, ApoRed, bei Reaction-Content ist es eigentlich das Mindeste, wenn du die Videos, auf die du reactest, auch verlinkst und die Stelle in der Beschreibung nicht einfach freilässt. Das ist eigentlich auch schon wieder so bodenlos, aber für seine Verhältnisse ist der Punkt eigentlich schon fast nicht mehr der Rede wert, wenn wir ehrlich sind. Auf seinem zweiten Red Summer Kanal kamen auch bis zum Oktober 2021 nur Videos aus seinen Hamburger Gaming-Zimmern, wo auch übrigens das Penthouse... Aber irgendwie diese Videos, die haben jetzt auch alle gleich ausgesehen, oder? Was hat der genau für einen Content? Hat der Reaction-Content offensichtlich gemacht? Was hat er sonst gemacht? Nix. Lava-Streams. dabei war, was ja am Ende gar keins war. Freunde, ich werde weiter das Penthouse einrichten. Ja, ich bin auch gerade in einem mega tiefen Sessel. Demnächst habe ich einen richtig krassen Stuhl. Fun Fact. Ja, keine Ahnung, es sah so aus, als hättest du irgendwie die Scheiße im Kleiderschrank aufgenommen. Den megativen Sessel habt ihr schon unbewusst in meinem Entschuldigungsteil 9 gesehen. Das war der Stillsessel, den er heimlich auf eBay für 40 € verkaufen wollte, ohne dass die Insolvenzgläubiger was davon mitbekommen. Tja, so machen das halt echte Multimillionäre. Seit meinem letzten Video weiß man ja, dass das mit dem Komma, Centbetrag und Eurozeichen sogar ein sechsstelliger Geldeingang auf ApoReds Konto wäre. ApoRed war jedenfalls auch da ganze Zeit in Deutschland, oder? Es ist Winkler-esk, oder? Ne? Dreistellig, oder wie war das? Kennt ihr irgendein Gameplay aus dem Ausland? Er hat sogar selber dokumentiert, dass das hier am 25.10.2021 sein erstes Gameplay aus der Türkei ist. Davor hat man nix dergleichen gesehen. So wie das hier aussieht, hat er in Deutschland über 1300 Videos produziert, plus 100 bis 200 Stunden lange Livestreams mit Red Summer 1 und dann noch eine unbekannte Anzahl mit Red Summer 2. Ja, aber das wissen wir doch, oder? Wir hatten noch in einem der früheren Videos schon den genauen Zeitpunkt, wann der hier aus Deutschland abgehauen ist, oder? Und das in circa 1400 Tagen. Leute, wenn man das mal runterrechnet, kommen wir auf 339 Videos pro Jahr oder 28 Videos pro Monat. Und da habe ich die etlichen stundenlangen Livestreams noch nicht mal mitgezählt. Jetzt die Frage aller Fragen: Wie will er über 6 Monate pro Jahr im Ausland gewesen sein, um überhaupt das Argument bringen zu können, dass er hier nicht steuerpflichtig sei? Niemals hat er das alles vorproduziert, zumal man Livestreams ja sowieso nicht vorproduzieren könnte. Und sein Reaction-Content kam meistens am gleichen Tag oder 1-2 Tage nach dem Release des Originals. Das kann man ja auch nicht vorproduzieren, wenn das Original noch gar nicht online ist oder auch wenn die Reactions so kurz nach den Original-Releases kommen. Ich kann gar nicht glauben. Auch die Fressen, die denn da immer zieht, ey. War das schwer auszuhalten. Wie dämlich ApoRed eigentlich ist. Er hat sich selber öffentlich so gut in Deutschland getrackt wie kaum ein anderer. Man kann allein durch die Masse seiner Videos, die noch online sind, immer noch sehen, dass er nicht im Ausland war. Und der setzt sich trotzdem hin und behauptet einfach das Gegenteil. Die einzige Ausnahme, wo er nachweislich im Ausland war, war, als er die letzten 3 Monate von 2021 in der Türkei war. Wo er sogar selber wortwörtlich gesagt hat, dass er nicht ausgewandert ist und dass er immer noch in Deutschland gemeldet ist. Ich bin aktuell in Istanbul in der Türkei und ich bin jetzt nicht ausgewandert. Also ich habe jetzt nicht hier den Auswanderstempel und ich sage jetzt, Deutschland ist scheiße und so, das ganz bestimmt nicht. Ich bin Noch nicht. Das hört sich wenig später noch ganz anders an. einfach nur am Austesten, Freunde. Ne? Also ich bin jetzt hier nicht ausgewandert, ich bin auch in Deutschland gemeldet, ist alles cool. Ich bin auf jeden Fall nicht ausgewandert, ich bin aktuell in der Türkei, in Istanbul. Dort war er dann noch den Januar 2022 und teilweise Februar und März. Außerdem war er noch ein paar Novembertage in Japan und danach ein paar Dezembertage in Katar. Ansonsten war der bis zu seiner Flucht vor der Justiz in Deutschland. Er war faktisch zu keinem Zeitpunkt mehr als die Hälfte des Jahres im Ausland. Sein Einzelunternehmen kann er gar nicht über Malta oder Dubai laufen lassen haben, wenn er wortwörtlich in Deutschland ansässig war. Und um das hier nochmal komplett bulletproof zu machen, dass ApoRed hier wie immer Lügenmärchen erzählt, bin ich natürlich nichtsahnend in das nächstgelegene Pokémon Center flaniert. Und Leute, als ich dort den PC gestartet habe, um eigentlich nur zu gucken, wie es meinem Pummeluff geht, ist auf einmal das hier passiert. Monate von Prinz Puma bis zur Geburt. Also... Alter, nein! Wo hat der das immer her? Bis auf das er 2010 für 10 Tage in den USA gemeldet war, warum auch immer, und 2016 für seinen Führerschein für 11 Tage in Gera gemeldet war er ansonsten bis jetzt immer nur in Hamburg gemeldet und hat sich selbst 10 Tage in den USA gemeldet? Hä? Kann mir das irgendjemand erklären? Warum man 10 Tage in den USA gemeldet ist und dann wieder... Ist das nicht ein Riesenaufwand?
selber nie abgemeldet. Außerdem hat er ja nach 2018 noch Wohnungen und Häuser auf seinen Namen angemietet, wo er damals behauptet hat, dass es seine gekauften Häuser wären, was ja auch gelogen war. Guckt dafür Entschuldigungsteil 7 und 8. Und später lief ja auch die Sozialwohnung auf die Bedarfsgemeinschaft von ApoRed, seiner Ehefrau und deren beiden Kinder, die er in Deutschland zurückgelassen hat. Er kann also nicht mal behaupten, dass es auf einen anderen Namen war. Es gab nur im April 2023 den Hinweis, dass die Wohnung von Amts wegen auf unbekannt abgemeldet wurde. Ich bin klar, die Frauen, die Kinder, die tun mir schon leid, so dass der hier den Stiefel macht und ne? Aber ein Mädchen, der Typ ist, mit dem man eine Familie, schwierig, ne? Das passiert zum Beispiel, wenn Behördenbriefe nicht ankommen. Laut den Nachbarn stand er aber danach noch weiterhin am Klingelschild. Er selber hat sich nachweislich noch nie abgemeldet und schon gar nicht 2018. Leute, er ist nie ausgewandert. Das hat er Nee, der ist halt geflohen, ne? sich im Nachhinein einfach alles nur ausgedacht, als ihm das Finanzamt auf die Schliche gekommen ist und er eine Ausrede gesucht hat. Er dachte wieder, dass er schlauer ist als alle anderen, schlauer als die Behörden, schlauer als seine Kritiker und schlauer als seine Fans. Wobei letzteres wahrscheinlich sogar stimmt. Man sieht's hier Quite obviously. Ja, wenn dem nicht so wäre, dann würden dem nicht trotzdem noch irgendwo Barren zukommen lassen. wieder schwarz auf weiß, ApoRed lügt hier wieder alle an, holt schon mal das Pedigree. Und ich bin ein Hund, wenn ich lüge. Und selbst ohne die Dokumente muss man sich fragen, wie er auf der einen Seite sagen kann, dass er nie viel Steuern gezahlt hat. Ich habe so ungefähr Pi mal Daumen zwischen 6 und 10 Millionen mit YouTube gemacht. Also zwischen 6 und 10 Millionen Umsatz und Gewinn ist ungefähr 80-90%. Ist halt einfach so. So, und jetzt ist die Frage, wie viel Steuern habe ich gezahlt? Jetzt kommt's. Jetzt müsst ihr euch anschneiden. 0 wahrscheinlich, ne? Wie viel Steuern habe ich gezahlt in meiner Germany-Steuerzeit mit diesen YouTube-Geschichten, whatever? Ich sag's jetzt, Freunde, vielleicht 300-400k. Ich habe vielleicht 300-400k Steuern gezahlt, obwohl ich halt so viel verdient habe. Und jetzt denken Sie, Ist wahrscheinlich alles Bullshit. Ne? Also Steuern gezahlt hat er höchstwahrscheinlich 0 und verdient hat er halt, keine Ahnung, wenn es die Hälfte ist von dem, was er da gesagt hat. viele Digger. Digga, was? Wie geht das? Jeder andere YouTuber, der jetzt, keine Ahnung, 3, 4, 5 Millionen gepaid, ich habe einfach nur 300-400k. Und das ist ja alles in der Buchhaltung, ist alles da. Ich habe nie viel Steuern gezahlt. Dann hat er Das ist alles in der Buchhaltung. Ja, Papier ist geduldig, Digga. Da kannst du halt reinschreiben, was auch immer du willst. Und wenn du zum Beispiel deine YouTube-Einnahmen da gar nicht reingeschrieben hast, dann ist es schon schwierig. aber wiederum Millionen von Steuern gezahlt und macht das immer noch? Einen treuen deutschen Burgie, der Millionen von Steuern gezahlt hat, plus noch immer macht. Digga, den wollt ihr in den Knast schicken? Dann hat er Nee, den nicht. Aber mit dem hast halt du auch leider gar nichts zu tun. Ne? aber wiederum gar kein Einen steuerhinterziehenden, ne? Chronischen Lügner. Den wollen wir in den Knast stecken. Und Bewährungsversager auf ihn. keine Steuern gezahlt seit 2018. Ich zahle seit 2018 keine Steuern mehr in Deutschland. Außerdem hat er sowieso kaum Steuern gezahlt. Ich, wie ein wahrer Main-Character, sowieso kaum Steuern gezahlt. Dann hat er aber wiederum Millionen an Steuern gezahlt und das reicht. Nein, ich habe Millionen an Steuern gezahlt. Gereicht. Er labert einfach immer irgendeine neue Scheiße mit kompletter Überzeugung und er und scheinbar auch seine Zuschauer vergessen, dass er mit genau der gleichen Überzeugung komplett andere Dinge erzählt hat, die sich alle gegenseitig widersprechen. Und abgesehen davon hat er jetzt gerade im Februar 2026 mehrmals gesagt, dass er vor 4, 5 Jahren ausgewandert sei. Ja, ich bin schon lange raus aus Deutschland, so 4, 5 Jahre oder so. Und wann bin ich abgehauen aus Deutschland? Ich glaube, das war so 4, 5 Jahre her. Ne? Ja. Ich war 4, 5 erstmal in die Türkei ausgewandert, nach Istanbul. Was ja an sich schon mal gelogen ist, wie wir Ich habe gerade vorhin in dem Video noch gesagt, nee, ich bin nicht ausgewandert. Nee. Wo er da in Istanbul war. Alter. Es ist wirklich erschreckend, solchen Leuten, wie man einfach so straight lügen kann, ohne eine Fresse zu verziehen, ohne nichts. an den Meldedaten sehen konnten, aber rechnerisch sind wir selbst, wenn diese Lüge stimmen würde, doch trotzdem nicht bei 2018. Da ergibt sich doch trotzdem eine riesige Lücke von 3, 4 Jahren. Ich war Jahrgangsbester in Mathe. Ich musste für die Klausur nicht lernen, hatte 15 Punkte gerade, also ein 1+. Plus, er hat ja nachweislich bis 2018 schon die Steuern nicht richtig gezahlt. Die YouTube-Einnahmen hat er ja komplett unterschlagen, weil er dafür nach seiner Logik gar keine Steuern zahlen braucht. Ich bin ehrlich, ich habe es nie eingesehen, 50% von meiner kreativen Arbeit, von meinem Gewinn abzugeben. Es macht einfach gar keinen Sinn. Also, wer das machen will, macht das. Aber ich war nie auf diesem Trip. Ich war nie auf diesem Film. Digga, das ist kein Trip. Ja, das ist halt Gesetz.
Er tut hier so, als wäre das freiwillig. Und man sieht auch heute, der eine Streamer geht broke, Finanzamt, der andere will abhauen. Ey, das ist gerade so, wie ich sag, so, hey, ja, Digga, ja, das mit dem nüchtern Fahren und so, das ist überhaupt nicht mein Trip, Digga. Ey, wenn du das machen willst, so, mit Kontrolle übers Auto und dergleichen, aber, ey, ich brauche hier das Adrenalin, da muss hier ich und der Wagen müssen betankt sein. Ja, das ist sonst überhaupt nicht mein Trip. Wäre genau dieselbe Scheiße. Das wäre genau dieselbe dämliche Scheißaussage. Checkt er, wie behindert das ist, was er da von sich gibt? Madeira, weil einfach das Finanzamt zu viel will. Ein Unge ist schon damals abgehauen, weil er einfach ein Fuchs war. Ich würde mich, was das angeht, auch einfach als Superfuchs bezeichnen, weil ich einfach generell nie viel Steuern in Deutschland gezahlt habe und einfach relativ rechtzeitig, bevor ich halt übel viel verdient habe, einfach schon abgehauen bin. Der Superfuchs ist halt nicht rechtzeitig abgehauen und denkt sich jetzt im Nachhinein irgendwelche Lügenmärchen aus. Er ist einfach nur strunzdumm und weiß auch nicht, was Steuerhinterziehung bedeutet. Er denkt ernsthaft, dass man in Deutschland einfach nur sagen braucht, dass man nicht zahlen kann. Man kommt dafür nicht in den Knast, sondern macht einfach Insi-Modus, öffnet parallel eine neue Firma, um weiter Geld zu verdienen und ist nach 3 Jahren schuldenfrei. Maestro, der früher auch beim Finanzamt gearbeitet hat, hat das schon ganz gut eingeordnet. Ich lasse den einfach mal kurz reden. Grundsätzlich muss ich euch eine Sache sagen, Freunde. Wer sich ein bisschen mit Wirtschaft in Deutschland auskennt, der weiß Bescheid. Stellt euch mal vor, ich habe 100 Millionen Euro Schulden beim Finanzamt. Trotzdem würde ich nicht broke sein. Wisst ihr warum? Ich sag euch warum. Ein riesengroßer Influencer, sagen wir mal, das ist ein riesengroßer Influencer, okay? Er hat jetzt 100 Millionen Schulden beim Finanzamt. Wisst ihr, was er sagt? Er sagt einfach, ich bin broke. Ich kann nicht zahlen. Und das Deutschland macht nichts. Du wirst nicht in den Knast reingesteckt. Das an dieser Stelle ist nicht schön. Weil du damit, ja, man hat eine Verantwortung als Influencer und damit sagt man Dinge, die nicht stimmen. Doch, du gehst ganz, ganz bestimmt in den Knast. Wenn du Ja, vor allem bei Steuer. War das nicht bei Reini auch so ein Ding, irgendwie Steuer- und Krankenversicherung, die du da mit Insi-Modus nicht regeln kannst? Steuern hinterziehst. Er sagt jetzt Schulden beim Finanzamt. Das ist jetzt, die Formulierung ist ein bisschen vage. Ich möchte es euch folgendermaßen erklären. Sagen wir mal, das Finanzamt macht irgendwann eine Betriebsprüfung bei euch. Und bei der Betriebsprüfung kommt rückwirkend raus, dass du für bestimmte Jahre eine bestimmte Summe zu zahlen hast. Wertet das Ganze aber nicht als eine Steuerhinterziehung. Steuerhinterziehung ist ja bewusst. Oder auch nicht als Steuerverkürzung. Wird auch nicht gewertet. Es wird gewertet, dass du es falsch rechtlich bewertet hast und dass es anders zu sehen ist und dass du jetzt nachträglich diese Summe zahlen musst. Und wenn du Das Best-Case-Szenario, würde ich mal sagen, oder? Das ist das hier wie wer von euch Breaking Bad gesehen hat, ne? Was die Geiler da für ihren Boss rausholt. Ja, dass man sagt, okay, war anscheinend ein Versehen. Als Gucci, nachbezahlen und weiter geht's. diese Summe nicht zahlen kannst, kannst du Privatinsolvenz anmelden. Ja, das geht. Und soweit ich weiß, korrigiert mich, wenn ich falsch liege, würde das auch von der Insolvenz und von der Restschuldbefreiung am Ende gedeckt werden. Alles, was aber unter eine Steuerhinterziehung fällt. Ja, weil da Vorsatz dabei ist, ne? Natürlich kannst du das bei Vorsatz dann nicht über Insi-Modus regeln, oder? Also wenn du Steuern hinterziehst, bewusst vom Fiskus vorbeischiebst und dafür dann hinterher einen auf den Deckel kriegst, das fällt nicht unter die Restschuldbefreiung. Das heißt, wenn du Insolvenz anmeldest und so die sogar durchgeht, hast du am Ende immer noch diese Steuerschulden. Plus du gehst in den Knast, auf jeden Fall. Ab ca. 1 Million gehst du in Deutschland in den Knast. Wenn du Beträge hast, die über 1 Million Steuerschulden sind, die du hinterzogen hast oder verkürzt hast. Das ist halt relativ problematisch. Plus du musst die Strafe dafür zahlen. Also die Voraussetzung dafür, dass du auch unter 1 Million nicht in den Knast gehst, ist, dass du die volle Steuersumme, die da noch offen ist, sofort zurückzahlst, die Strafe sofort zahlst und dann vielleicht Bewährung oder so kriegst. Also bei Steuerhinterziehung oder Verkürzung. Das heißt, an dieser Stelle ist die Aussage von ihm, ja, du kannst 100 Millionen Schulden beim Finanzamt haben und du gehst nicht in den Knast, ist falsch. Zur Möglichkeit Kurz zusammengefasst, Kinder, don't do Steuerhinterziehung. einer Bewährung habe ich ja vorhin schon was gesagt und ich möchte ja nochmal was ergänzen. Selbst wenn ApoRed in den Knast kommt, muss er die hinterzogene Steuersumme trotzdem zurückzahlen. Und sollte er es nicht zahlen können, so hat das Gericht... Ja, das ist ja auch klar. Ich meine, wenn jemand die Steuern hinterzieht, sagt man, okay, du kriegst jetzt Knast, aber die Kohle kannst du behalten, dann kann der sich aber auch ausrechnen, denkst du, okay, ab wie viel Millionen hinterzogen rentiert sich das dann nicht mehr, ne? Also, also jetzt mal rein angenommen, der Hönes jetzt seine 30 Millionen auch noch behalten dürfen, für die 3 Jahre da Luxusknast mit Freigang, weiß ich nicht, Digga, ne? Natürlich darfst du die hinterzogene Kohle dann nicht behalten. trotzdem 30 Jahre lang die Möglichkeit, sich das Geld zu holen. Wo wiederum ebenfalls Unterbrechungen möglich sind. Darf ich auch als Bankräuber, wenn ich als Bankräuber verurteilt werde, oder heißt hier, Kasper, Sie haben eine Bank ausgeraubt, Sie kriegen jetzt 5 Jahre Knast,
Ja, aber die Kohle darf ich behalten. Nein, natürlich nicht. Natürlich darfst du die Kohle nicht behalten. sind und sich das im schlimmsten Fall bis zu einer Gesamtverjährungsfrist von 60 Jahren ziehen kann. Also dann bis 2080 oder so. Ich will hier auch nochmal deutlich machen, dass der Haftbefehl nur die fehlenden Steuererklärungen von 2017 bis 2021 erfasst. Die Jahre nach 2021 werden wahrscheinlich auch irgendwann noch dazukommen im weiteren Verlauf. Denn die Mühlen der Justiz mahlen langsam aber fein. Übrigens, neulich ist ApoRed auf TikTok live gegangen mit It's Assi TV, Leon Mascher und Donald Trump, wo It's Assi Boah, aber das sind alles keine Sympathieträger, oder? Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. TV den ApoRed nebenbei gefragt hat, was er eigentlich von Mimis Videos hält. Ja, was sagst du eigentlich zu den Videos von Mimi? Sind die noch für dich interessant oder? Nee, macht der Hate macht ihm gar nichts aus. Meinst du, das ist einer, der spendet zum Beispiel Rosen rein manchmal, glaube ich. Ah, nee, okay. Das ist ein anderes Ding, was Reini auch immer so, ja, ich weiß gar nicht, wovon du sprichst, von wem du redest. So. Das ist irgendwie an mir vorbeigegangen. So. Das ist so weit unter mir, so vollkommen Wayne. Weiß ich gar nicht, wer das ist. Weiß ich nicht, kann sein. Ich meine Mimi, der YouTuber. Ach so, das ist auch treuer Supporter. Labert noch ein bisschen zu viel Scheiße, aber sonst auch einer, dem man nicht so viel Gesicht geben sollte. Ah, Mimi labert Scheiße. Der Bewährungsversager kann aber keinen einzigen Punkt nennen, weil ich offensichtlich mit allem recht habe. Im Übrigen hier, das Scheiße labern entspricht dann dem winklerischen Scheiße bauen. Ne? In dem Moment, in dem du eine genauere Definition der Handlungen forderst, fällt das ganze Ding in sich zusammen. Aber weil er Schiss hat, dass noch mehr Leute erfahren, was für ein ekelhafter Mensch er ist, versucht er das von sich und von anderen Leuten wegzuschieben. Den sollte man nicht so viel Gesicht geben. Ja, wozu auch? Im Gegensatz zu dir habe ich... Vor allem Gesicht geben. Ich glaube, er wollte Gewicht geben sagen, aber er ist halt vielleicht ein wenig dumm. Meins doch noch gar nicht verloren. Wenn aber Kritik von Leuten kommt, die gar nicht richtig im Thema sind, trotzdem ein bisschen was durch meine Videos gehört haben, aber das vielleicht nicht perfekt wiedergeben können, da nimmt sich ApoRed natürlich die Zeit und geht drauf ein. Warte, komm, ich zeige euch mal einen Clip. Das hat mir mal letztens jemand geschickt, ne? Also. Diese ganze ApoRed-Sache ist doch mittlerweile auserzählt, oder? Ja, der ist privat insolvent, ja, er tut so, als wenn er reich wäre, der flüchtet jetzt vor Knast und Finanzamt irgendwo nach Dubai oder wo auch immer der ist. Bruder, ist doch mittlerweile ein uninteressantes Thema. Wenn ApoRed sich jetzt hinsetzen und einfach rein einen Tisch machen würde und er würde sagen, ey, ich habe Scheiße gebaut, ich möchte mich dafür entschuldigen, aber er meint das ehrlich, nicht nur so PR-Scheiß-Entschuldigung, und er würde sich hinsetzen und sagen, Wer ist er hier nochmal? Kennt man. ich habe Scheiße gebaut, so ich stehe dafür jetzt gerade, was auch immer ich für eine Strafe bekomme, so ich nehme das hin, und dann würde er so seinen Alltag dokumentieren, einen vernünftigen Job machen, Geld verdienen. Bro, die Leute, der Rechts schaut aber auch die ganze Zeit wie so ein vollbesoffener Muhackel im Bierzelt, der Kellnerin hinten nachglotzt. der würde den Hype seines Lebens kriegen. Die Boah, Leute, das war zu viel Bullshit, ich kann nicht mal weiter reinhören. Also zuallererst, wer ist dieser Typ? Wer ist dieser Zabex überhaupt? Wer ist das überhaupt? wer ist das? Wer ist dieser Typ überhaupt? Ne? Er hat ja das gemacht, was in Deutschland viele machen. Und zwar Scheiße labern, obwohl sie keine Ahnung vom Leben haben. So dieses... Ja, manche Leute haben damit relativ viel Kohle auf YouTube verdient, ne? Also du. Das Ding ist, guck mal, wenn man auf dem Anfangstext gehört hat, also, ja, die Hat er sich die Möpse machen lassen? Oder hat er einen Push-Up? Ja, das sieht doch nicht aus wie eine Männerbrust, oder? Ey, keine Ahnung, no Body-Shaming, vielleicht hat er irgendein Syndrom oder sowas, aber... Thematik ist ausgelutscht, der hat da irgendwie Steuerhinterziehung und ist da irgendwie irgendwo in Dubai oder was auch immer. Wo ich mir denke, mach doch erstmal deine Hausaufgaben, bevor du über die Mani redest. Mach doch erstmal deine Hausaufgaben. So. Der Mani und Dubi und Zubi und... Dubi-Dubi-Du. Ich bin aktuell gerade nicht in Dubai. Also erstmal, Zabex hat wirklich nicht seine Hausaufgaben gemacht. Der checkt gar nicht die Tragweite von den ganzen ApoRed-Scams, Lügen, Fake-Gewinnspiele und Frauenbelästigungsgeschichten aus den ganzen Videos. Hier geht's nicht nur um Insolvenz und Finanzamt. Aber wie sich ApoRed da rauswindet, ist auch schon wieder geil. Oh, Zabex hat Dubai gesagt und nicht Zypern. Ah, damit wurde ja jetzt direkt alles debunked. Guck mal, Leute, die Hater labern ja nur Scheiße. Obwohl Dubai genauso eine zentrale Die Hater labern nur Scheiße.
Hier, Lügenhater, definitiv. Rolle bei seiner Flucht gespielt hat, auch wenn er jetzt gerade in diesem Moment hier nicht vor Ort ist. Ja, und ApoRed ist übrigens auch kein Frauenbelästiger, weil jetzt gerade in diesem Moment hier sitzt er ja vielleicht nur auf dem Scheißhaus und freestylt auf Englisch. Und das sogar mit Bravour. Ja, halt einfach die Fresse. Okay, Hey, da nimmt er uns Reaction Kasperl schon die Arbeit ab, weil er hier die Reaction von jemand anderem schon reinschneidet. Ja. A war ja, dass er gerade nicht in Dubai ist. A, ich bin aktuell gerade nicht in Dubai. Was ist eigentlich B? B, ich habe nie Steuerhinterziehung gemacht. Noch nie. Habe ich nie gemacht. Das ist so ein Gerücht, was meine Hater auf die Welt gesetzt haben. Okay? Sicher? Ja, safe. Ich hab Dingens, keine Steuerhinterziehung betrieben oder was auch immer. Ach so, die Hater haben das Gerücht auf die Welt gesetzt. Natürlich, ja, die Hater arbeiten auch beim Finanzamt, Digga. Also wie bei Reini. Das sind immer die Hater. Ja, vielleicht hat er auch hier Stromschulden. Ne? Bei der Litanei an Schulden, die der da hat, Strom wird schon irgendwo auch mit dabei sein. Ne? Das zu behaupten ist schon sehr seltsam, denn wisst ihr, von wem das zuerst kam? Von ihm selber! Nachdem ApoRed seine Kritiker nur als Hater abgetan hat, die nur neidisch auf seine Kohle sind. Ich muss gar nicht auf Krampf 1000 Videos über ApoRed machen, um mein Geld zu verdienen. Digga, weil ich einfach mehr Cash als die ganzen Leute haben und ich davon abhängig bin. Sorry, Digga. Und vielleicht regen das einfach viele Leute auf, weil ich vielleicht so viel Cash gemacht habe. Hab ich ihn in Entschuldigungsteil 6 damit exposed? Ja, keine Ahnung, wie gesagt, mich nervt das schon auch. Ich habe in den letzten Videos da auch schon mal erwähnt, dass ich es vollkommen übertrieben finde, was diese Leute an Kohle kriegen. Aber denen, die das gut und ehrlich machen, wie so ein Gronk oder sowas, da schiebt man dann eher mal den Gönjamin, dass man sagt, ja, der macht ja wenigstens was und das ist ein guter Dude, so da ist das schon gut aufgehoben. Aber ich hoffe, dass er ein guter Dude ist. Nicht, dass jetzt hier wieder Exposings kommen, dann nächste Woche, weil ich jetzt hier schon wieder irgendwas gesagt habe, wie beim Üben oder. Ne? Aber wenn halt einer von Anfang an wirklich das hinterletzte Stück war und hier einfach immer nur Betrug, Beschiss, die Leute belügen, betrügen und Steuern hinterziehen, natürlich gönnt dem niemand. Ne? Dass bei ihm Insolvenz angemeldet wurde. Und weil sein Ego dadurch so gekränkt war, dass Leute denken könnten, er wäre nicht reich, hat er ein Statement rausgehauen, wo er nicht nur alles mit irgendwelchen dämlichen Emojis in den wechselnden Videotiteln überspielen wollte, sondern wo er sich auch um Kopf und Kragen geredet hat und dann einfach behauptet hat, dass er Gewerbe im Ausland anmeldet, um keine Steuern zu zahlen. Unabhängig davon, dass man irgendwie 50% immer Steuern abdrückt, weil man kennt es ja auf Großfamilie angelehnt, man hat es nur mit Kopfschmerzen hier am Start. Und ich dachte mir, komm, kein Bock mehr. Gar keinen Bock mehr, reicht doch wirklich, ne? Einfach den ganzen Hahn ins Ausland anmelden, keine Kopfschmerzen, alles easy peasy. Und jetzt ist aber das Problem, seid ihr länger als 6 Monate in Deutschland, habt ihr aber deutsche Steuerrechte und die deutschen Kopfschmerzen. Ist scheißegal, ob ihr euer Geschäft in Malta, Afghanistan oder sonst wo angemeldet habt, das ist scheißegal. So, wie ist es aber nicht der Fall? Ja, wenn man halt einfach den IMSI-Modus aktiviert, also wenn man einfach insolvent ist, ne, dann ist es halt nicht der Fall. Dann könnt ihr schön trotzdem im Ausland schön eure Geschäfte anmelden, alles darüber laufen lassen und seid einfach diese ganzen deutschen Kopfschmerzgeschichten einfach los. Und ja, sorry, tut mir leid, wenn ich ein Fuchs bin und wenn ich schlau bin und wenn ich das einfach mache. Das, was er da beschrieben hat. Das sind diese Typen, das ist OG in komplizierter Reinis Plan mit einem Stromanbieter. Ne? Die Mahnungen ignorieren, weil da Rudolf Winkler draufsteht und nicht Rainer Winkler und hoffen, dass sich das ganze Problem irgendwann von alleine löst. Und natürlich holt sich das immer ein, weil das halt nicht schlau ist und weil die Leute, die da versuchst zu bescheißen, halt einfach am längeren Hebel sitzen. Ist Steuerhinterziehung. Und als das bei anderen Creatoren thematisiert wurde, was er da gerade rausgehauen hat, hat er das wieder alles abgestritten und meinte, dass die alle nur Scheiße labern. Niemals würdet ihr auch einen Anwalt verstehen. Der Anwalt hat gesagt, Knast, Steuerhinterziehung, ob jetzt alles genauso stimmt, wie ich es gesagt habe oder nicht, okay? Sei jetzt erstmal dahingestellt. Also, das ist ein bezeichnender Satz. Ja, ob das jetzt alles stimmt, was ich gesagt habe, das ist jetzt mal dahingestellt. Du gibst gerade offen zu, dass du ein Dampfplauderer bist.
So, als würde es jetzt erstmal stimmen, okay? Der Anwalt sagt jetzt, der hat sich strafbar gemacht, wenn. Er setzt eine Voraussetzung, okay, konjunktiv. Und wenn die Voraussetzung getroffen worden ist, hat er sich strafbar gemacht. Und zwar welche? Denn das ist eine Straftat und man kann dafür 5 Jahre ins Gefängnis wandern, wenn er sein Vermögen beiseite oder geschafft hat oder heimlich sozusagen ins Ausland gebracht hat. Ja, ich muss gefühlt Millionen hinterhältig in die Türkei oder sonst wo transportiert haben und das heimlich, ohne dass der deutsche Staat Bescheid weiß. Und dann, wenn erst das gemacht worden ist, dann habe ich mich strafbar gemacht. Und er sagt selber. Das wissen wir nicht hundertprozentig. Genau. Ja, natürlich weiß das der Solmecke nicht. Aber das Finanzamt, das weiß schon sehr genau, was du hast und was du denen schuldest, Digga. Laber doch keine Scheiße. Oh, das weiß man nicht. Und wenn das nicht der Fall ist, dann kann man nicht von einer Straftat reden. Und ganz unabhängig davon ist es auch nur seine Meinung, okay? Das heißt, wenn jetzt so komische Vollscheißen kommen und sagen, oh mein Gott, Digga. Er hat jetzt gerade zu heulen angefangen. Da gibt es einen eigenen StGB-Begriff für, der komplett zusammenfasst, was er getan hat. Heißt, ApoRed hat hier im Endeffekt einfach gerade ganz offen zugegeben, Steuerhinterziehung zu begehen. Digga, du hast dich ja richtig hops genommen. Nein. Doch. Das heißt, dass eine angebliche Insolvenzverschleppung irgendwo im Raum steht oder Steuerhinterziehung, das ist alles Bullshit-Gelaber. Ist das so, Prinz Puma? Bei mir gibt es nicht mal irgendwas zu beschuldigen zum Thema Verschleppung, Hinterziehung oder sowas. Das ist alles wieder Schnackgelaber. Na, das ist ja jetzt hervorragend gut gealtert. Ich bin übrigens aber überzeugt davon, dass er nicht groß... Ganz ehrlich, ich check legit nicht, wo Mimi diese ganze Scheiße herkriegt. Mimi ist einfach Varys aus Game of Thrones. Mimi ist einfach Varys aus Game of Thrones, der weiß einfach alles. Das ist echt gruselig irgendwie. Ey, hoffentlich nimmt er niemals mich aufs Korn. Ich habe nicht vor, ihm einen Grund dafür zu geben, aber egal. großartig Geld ins Ausland verfrachtet hat. Die Steuerhinterziehung kam viel eher durch seine Überheblichkeit zu denken, dass er das Finanzamt dribbeln kann, indem er einfach nur weniger Einnahmen in die Steuererklärungen schreibt und somit weniger versteuern muss. Das war ja mindestens schon seit 2015 der Fall, als er noch in Deutschland war. Und wahrscheinlich dachte er, dass er damit durchkommt, weil ja jahrelang nichts passiert ist. Er versteht nicht, dass das Finanzamt solche Leute zeitversetzt beerdigt. Ich kann mir vorstellen, dass er ein falsches Sicherheitsgefühl bekommen hat, weil seine Tricksereien nicht direkt abgestraft wurden. Er sich dann dachte, Alter, die merken das ja gar nicht. Und das ging bis zu dem Punkt, wo er gar keine Steuererklärung mehr abgegeben hat. Weil er halt der geniale Fuchs ist, der schlauer ist als alle anderen. Das hier ist die eigentliche Steuerhinterziehung, wenn ihr mich fragt. Das war kein krasser Masterplan mit einem fetten Wirecard-Exit, sondern absolute Blödheit und danach versuchen, sich auf die dümmste Art und Weise rauszulügen. Aber wie... Es ist OG, diese Energy-Nummer von Reini. OG und dann, die wollen das Geld dann doch. Ich hätte gedacht, ich bin jetzt damit davon gekommen, aber warum darf ich jetzt nicht damit davon kommen? Warum muss ich das jetzt bezahlen? Das ist ja aber ungerecht, das ist Hate und Mobbing. Wie auch immer, später im Gespräch erwähnt Itzazi TV zufällig, dass er selber nach Malta ziehen will. Und erstaunlicherweise sagt ApoRed, dass er selber gar keine Berührungspunkte mit Malta hat. Interessant, also du bist gerade in Madeira, aber willst den Malta-Stepper machen? Ich will den Malta-Stepper machen, richtig. Aber warum bist du nicht nach Malta gezogen? Warum Malta bei uns? Was soll ich denn Malta? Ich hab doch nichts in Malta. Ich fühle mich da gar nicht Aber nach verbunden. Zypern, Nordzypern. ApoRed erwähnt, dass er gute Steuertipps kennt und wusste dann nicht mal, wie viel Steuern man auf Malta zahlt. Was noch viel mehr zeigt, dass der Lügner nie was mit Malta zu tun hatte. Weißt du noch damals, 2020 oder so, wo wir mal geschrieben hatten und du wolltest mir so richtig Ding geben, Steuertipps und so, du meinst, sollst du dir nach Hamburg kommen oder wo das war und du wolltest mir Steuertipps geben in so einem Büro? Steuertipps mit einem Büro, ich kann mich nicht erinnern, aber ich sag mal so. Ja, komm einfach vorbei und ich gebe dir Tipps. Ja. Hey, Steuertipps von dem, das ist ungefähr wie sich Informationen zum Beischlaf in Reinis Lustlaut-Videos zu holen. Ich kenn halt wirklich viele gute Tipps, ne? Oder Steuertipps von Reini. Komm mal nach Nordzypern, dann kannst du direkt so, 0. Aber Malta ist da, glaube ich, auch kaum, Ja, oder was? Ne? ja, genau. Ja, müssen ja richtig gute Tipps gewesen sein, die einen richtig guten Haftbefehl als Bonus freigeschaltet haben. Aber ich frag mich, wie kannst du das eigentlich nicht wissen? Ich dachte, du hast deine Einnahmen aus Steuergründen über Malta laufen lassen. Ich kann mich nicht erinnern, aber ich zahle seit 2018 keine Steuern mehr in Deutschland, aber auf normalen, offiziellen, legalen Wege. Ich habe auch keine Steuerhinterziehung oder sowas. Habe ich auch nicht gemacht, um ehrlich zu sein. Und ich bin ein Hund!
Okay, das war schon ein bisschen offensichtlich gelogen, oder? Wenn so ein bisschen ins Gesicht schauen wir das. Nee, Nee, wirklich nicht. Und nicht, ich lüge euch jetzt hier nicht an. Also es ist nicht, dass ihr denkt, ich versuche jetzt da Bären aufzubinden, oder? Nee. Wirklich keine Steuern hinter. Aber das Thema wechseln. Wenn ich lüge. Verstehe. Würde ich auch nicht machen. Weil das Ding ist, ich lebe doch nicht in Deutschland mein ganzes Leben lang und danach hinterziert. Das mache ich nicht. Würde ich auch nicht machen. Ist respektlos. Ich bin ein Hund, wenn ich das mache. Wie viel Taxes hast du in Germany gepaid? Wollen die noch was von dir? Wie viel Taxes hast du in Germany gepaid geschrieben? Alter. Da müssen die Eltern aber auch richtig stolz sein. Also, ich muss aber... Wann hast du zuletzt ein Triple Nuke geholt? Was ist das? wahrscheinlich bald auch ein YouTube-Video dazu machen. Ja, das trifft sich ja perfekt. Da kannst du ja jetzt auf jeden einzelnen Punkt in dem Video hier eingehen. Da sind wir mal alle gespannt, was du zu deinen ganzen offensichtlichen Lügen sagst. Oder bist du etwa ein respektloser Puma? So, das waren jedenfalls ApoReds Sparmaßnahmen. Beim nächsten Mal geht's mit dem Puma Tree weiter. Checkt auf jeden Fall Taxfix ab, damit könnt ihr ordentlich Geld zurückbekommen, womit ihr euch mein neues Feuerzeug kaufen könnt, was euch ja wiederum beim Angeben hilft. Was? Das Dragon Ball? Ja, das hast du komplett richtig erkannt. Cool, hast du heute Zeit zum Chillen? Vielleicht später. Ich treffe mich erstmal mit Stacy. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ey, der Aufwand allein hierfür. Oh mein Gott, du bist so beliebt. Link in der Beschreibung. Oh. Link in der Beschreibung. Easy peasy. Leute, Pflichtstunde erreicht. Kaum ist hier nicht Reini am Start, dann kann ich auch mal, nur doppelt so lange wie das Originalvideo brauchen für so eine Reaction. Oh Mann, oh Mann. Ey, es ist schon ein ziemliches Shithole, was der hier aufmacht. Ich bin gespannt, was im nächsten Video kommt. Es stehen ja noch ein paar Posten hier offen auf seinem komischen Tree. Und übrigens hier, der Dude ist maximal, ich kenne den nicht, aber er ist auch, keine Ahnung, der ist mir auch maximal unsympathisch, ne? Aber klar, wenn der mit jemandem wie ApoReds streamt, Red Flag, Alarmglocken etc. Na gut, aber in diesem Sinne, Leute, ich hoffe, es hat euch Freude gemacht, hat euch ein bisschen unterhalten. Mal schauen, beim nächsten Mal geht es vielleicht wieder rein, vielleicht auch nicht, muss ich mir noch überlegen. Tut nichts, was ApoRed tut. Zahlt brav eure Steuern und Mad Love.